Hallo und herzlich willkommen zurück beim Unsafe Release, eure Schweizer Formel 1 Podcast mit euren Hosts Kasel und Schubs. In der heutigen Episode bringen wir unsere Review zum spanischen Grand Prix wieder mit dem neuen Format Backmarkers, Midfield und Frontrunners. Gerade bei den Frontrunners haben wir sehr viel spannende Diskussionsstoff gehabt. Außerdem hat der Kasel noch eine super Frage gehabt bezüglich dem Monaco Grand Prix, wo wir nachher auch noch mal 15 Minuten daran verloren haben. Und zu guter Letzt wie immer unsere Predictions über das Rennen. Ich wünsche euch ganz viel Spass in der heutigen Episode. Wir fangen wie immer mit dem Race Review bei den Backmarkers an. Diese Woche immer noch Williams, Aston, Haas und Alpha Tauri. Ja, also Alpha Tauri, super ruhiges Rennen. Ich glaube, da gibt es nicht wirklich viel darüber zu sagen. Williams dasselbe, nichts Auffälliges. Haas, das erste, was ich sicher ansprechen will, ist der Crash mit dem Hamilton und dem Magnussen. Wie siehst du das? Ist es ein Racing-Incident? Ist es ein Fehler von jemandem? Was ist deine grundsätzliche Meinung zu diesem Incident? Ich sage, es war ein Racing-Incident. Und also klar kann man sagen, der Magnussen hätte vielleicht ein bisschen damit rechnen, dass wahrscheinlich der Hamilton ein bisschen rausrutschen wird. Weil es ist gerade Start für Autos, Luftverwirbelung, alles drum und dran. Und dann noch auf Mediums, gell? Und dann ist eigentlich fast schon vorhersehbar, dass er vielleicht leicht wird rausrutschen. Aber ich würde jetzt da nicht jemandem die Schuld in die Schuhe schieben und sagen, okay, der ist jetzt schuld von diesem Unfall, weil es war am Rennstart gewesen. Der Magnussen definitiv auch besser auf der besseren Reifen gewesen. Wir sind ja alle auf Softs gestartet, bis auf den Hamilton, der ist auf Mediums losgefahren. Und klar, der Magnussen sieht wahrscheinlich in dem Moment auch nicht, was fährt der, und hat natürlich halt einfach den Fokus auf die Strecke gehabt und wie er vorbeikommt. Ist unglücklich gelaufen für beide. Der Hamilton hat sich ja den Frontwing Damage geholt, und der Magnussen, der hat zum Glück eigentlich nichts gehabt, ist halt einfach ins Käse rausgeschossen worden wegen dem. Aber ich glaube, es hat auch noch eine neue Frontflügel bekommen. Ich bin mir nicht zu 100% sicher. Aber ja, wie siehst du es aus? Ja, also ich sehe es eigentlich genau gleich. Racing Incident. Ich glaube, er hat schon Frontflügel oder irgendetwas wechseln, weil also er ist irgendwie bis Runde, das ist 26, ist er, oder 25, ist er wirklich immer noch der Letzte gewesen. Also irgendetwas hat er schon gehabt. Und auch im Rest des Rennen hat er sich nicht mehr behaupten. Aber der Crash an und für sich, also das Einzige, was der mir gezeigt hat, ist halt, dass die Fahrer wirklich deutlich noch weniger sehen. Oder also ich meine, die hocken schon tief im Cockpit, nachher mit dem Halo, nachher mit dem Headrest, wo sie haben, wo den Nacken schützen. Plus nachher jetzt noch die höheren Reifen etc. Also ich habe das Gefühl, in diesem Crash hat man einfach mal gesehen, der Magnussen hat wirklich einfach nicht gecheckt, wie nahe er am Hamilton ist, weil die sind so hure nahe gewesen. Und der Hamilton, logischerweise, man sieht ja, er hat ziemlich stark rechts verteidigt, der Bremspunkt nicht 100% perfekt getroffen, sodass er 1 Meter weiter weg vom Apex war, und schon hat das gelangt, logischerweise. Wir haben so gesehen, dass der Crash passiert ist. Also ich finde, es hat einfach gut gezeigt, ja, wie wenig dass man effektiv in diesen Autos sieht. Aber sonst, also jeder, der da sagt, da hat irgendeiner von diesen Fahrern einen Fehler gemacht, finde ich schlecht. Und auch, also Leute, die nachher den Magnussen noch kritisiert haben, dass er sich dort beschwert hat, hat es ein paar gegeben, muss ich echt sagen, also sorry, in the heat of the moment, oder wenn so etwas passiert, regst du dich zuerst darüber auf und dann sagst du, ja, da ist in mich reingefahren. Nach dem Crash werden die miteinander geschnarrt haben und alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Also das ist ja nicht so tragisch. Bei den Backmarkers selber geht es in meinen Augen der grösste Talking Point bei Aston Martin. Und das haben wir ja eigentlich schon beim Preview angesprochen. Ja, es gibt ein radikales neues Konzept vom Auto. Und da ist eine riesige Sache abgegangen, wo wir das Auto gesehen haben. Und also der Kasel und ich, wir haben uns so im ersten Moment gedacht, okay, das ist ein bisschen speziell. Und ich weiss noch, es ist einen Tag später, nachdem wir das Auto zum ersten Mal gesehen haben, haben wir gemerkt, hey, Dan Fellows, ehemaliger Chef Aerodynamik bei Red Bull, ist vor 1 Monat zu Aston Martin gegangen. Und wir beide natürlich schon direkt abgegangen. Jawohl, jetzt haben wir es. Okay, das ist jetzt voll der Spygate 2021. 22, sorry, mein Gott. Ist leider nicht gewesen. Der FIA hat relativ schnell mal
halt das Ganze anschauen, hey, wie ist das gelaufen, wie ist das gegangen, oder? Und sie haben dann gemerkt, oder gesehen halt auch, sie haben das Modell von Auto, das sie jetzt eingesetzt haben, bereits schon im Dezember, glaube ich, haben sie schon im Windtunnel drin gehabt. Klar, sie haben es natürlich gesehen, wie die Red Bull das noch ein bisschen besser ausgebaut haben und sind wahrscheinlich auch in die Richtung noch ein bisschen mehr gegangen, schlussendlich. Aber ja, es gibt eigentlich nichts, was gross zu bestreiten gibt. Sie haben das Konzept effektiv schon vorher auch im Auto drin gehabt, in den Tests. Und von dem her, ja. Aber am Ende des Tages bringt es nicht gleich nichts, weil, ja, also man hat es gesehen, die Pace ist jetzt sie ist ein bisschen besser geworden. Lustigerweise oder logischerweise fast, kann man sagen, hat es auch nur ein Fahrer wieder fertiggebracht, mit dem neuen Konzept zu fahren. Und ich war so hyped gewesen. Woo, Stroll! Nein, eben überhaupt nicht. Ja, das war schon nur ein Witz. Er hat ja wieder mal einen absolut peinlichen Crash gehabt, muss man an dieser Stelle sagen. Ist ja mit dem Norris, glaubst du, ist das gewesen? Stimmt das? Er hat aussen rum wollen, wieder nicht recht geschaut. Also es ist mehr ein Racing-Incident als etwas anderes gewesen, aber er hat sich gespinnt und Ja. Das ist, ich weiß aber, ist es nicht ein Alpine gewesen? Aber ich weiß es auch nicht mehr. Aber er hat sich gedreht, das ist auf jeden Fall klar, ja. irgendetwas. Entweder Haas oder Alpine oder ich weiß es echt auch nicht mehr. Auf jeden Fall, ja. Ich habe mich so gefreut, weil das ist ja fast ein Adrian Newey-Design eigentlich. Also es ist ja schlussendlich doch nicht ganz von ihm, aber es ist ein ähnliches Konzept. Und dann hast du gedacht, ja, geil, Vettel, Adrian Newey, beste Kombo. Das gibt jetzt ein viertes Team, wo man darüber schnorren wird, dass sie Race-Wins machen können. Aber sie haben mich einfach absolut enttäuscht. Ich weiß nicht, was ist deine ganze Meinung zu dem Debakel? Also zuerst einmal, eben, ich bleibe immer noch der Meinung, dass da ein paar Dokumente von Red Bull an Aston übergegangen sind. unter dem Tisch durch, sage ich. Nein, also eben, der FIA hat ja da scheint's bei dieser Entwicklung mitgeschaut gehabt oder eben auch mitbekommen alles, also es ist ja wirklich alles safe. Aber von der Pace her und alles, ja, man hat ja recht lange noch gesagt, so, ja, im Training, ja, sie sind da wahrscheinlich ein bisschen am Testen und tun und sie werden dann schon noch ihre wahre Performance zeigen im Qualifying. Und ich glaube, im dritten Training oder so ist auch der Vettel eigentlich auf P3 gewesen, kurz und so. Und dann kann ich so, schau, es funktioniert doch. Und ja, also ich weiß nicht. Ich habe ja schon mal gesagt, am besten, es ist irgendwie Hopf und Malz verloren und dann nachher sind sie gleich wieder gekommen. Ich denke, dass das Konzept, das sie jetzt haben, wahrscheinlich wird besser funktionieren gegen Mitte Saison, Ende Saison als das erste, was sie hatten. Es braucht halt einfach auch ein bisschen Zeit, weil eben, es ist halt, muss man schon sagen, ein komplett neues Auto und das müssen sie jetzt halt auch wieder zuerst, blöd gesagt, wieder ein bisschen verstehen. Aber ich glaube schon, dass da schon noch ein bisschen Pace kommt oder ein bisschen Leistung rauskommt. Aber nicht in Monaco und nicht in Baku. Wahrscheinlich vielleicht in Kanada erst oder dann, wenn es so richtig Silverstone, Spielberg so dort rum. Ich glaube eben auch, dass das Auto wirklich noch ein bisschen mehr Potenzial hat. Ich meine, der Red Bull oder das Red Bull-Team hat bis jetzt ja auch wirklich eigentlich gezeigt, ein kleiner Nachteil an dem Konzept, das sie haben, ist, sie brauchen wirklich ein bisschen mehr Zeit, um das Setup so ein bisschen feintunen. Oder? Ich habe das Gefühl, Ferrari ist immer ziemlich bang on, sobald es eigentlich losgeht. Charles Leclerc fühlt sich immer sofort ziemlich wohl im Auto, Sainz klar noch nicht, aber ich habe das Gefühl, die Red Bull brauchen auch immer mehr Zeit und ein bisschen mehr Feingefühl, um das Auto an den Punkt zu bringen, was effektiv schnell ist. Und da müssen vielleicht Aston Martin jetzt mit dem Konzept auch noch finden. Aber es gibt ein Team, wo ein sehr, sehr gutes Konzept schon von vorweg hatten. Die haben mal in Barcelona in den Tests noch gesagt, also laut den Daten sind wir das schnellste Team. Und ich route für die wirklich in Monaco. Alfa Romeo hat sich jetzt wieder mal einfach auch wirklich durchschlagen, auch in Spanien. Sie sind auf den Straights gut schnell gewesen, sie sind in der schnellen Kurve schnell gewesen, sie sind auch in der langsamen Kurve gut dabei gewesen. Das Auto wirkt wirklich rundum sehr stabil und der Bottas fühlt sich futzpudelwohl in dem Auto und hat einfach wieder mal ein geniales Rennen können liefern. Ist er, glaube ich, schlussendlich P6 geworden, gell? Ja, P6, glaube ich. Genau. Und ja, ich meine,
Also wir sagen es jede Woche, aber der ist einfach ein Man reborn. Also was der wirklich für Leistungen in dem neuen Auto kann bringen, wie der sich wohlfühlt, ist einfach nur schön. Ja, also ich sage auch, Bottas mit unter anderem eine von seinen besten Saisons, die er jetzt fährt. Oder Anfangssaison sicher einmal. Und ja, ich habe auch noch irgendetwas auf Instagram gepostet, wo habe ich es da? Ah, da habe ich es. Und zwar die Sektorzeitenvergleich im Q3. Und dort ist der Bottas mit dem Alfa Romeo das drittschnellste Auto von allen im Sektor 3. Und der Sektor 3 ist ja in Spanien eigentlich der langsamste Sektor, vor allem mit der letzten Schikane. Und ja, das macht Hoffnung für auf Monaco dann, für Alfa Romeo, denke ich, dass sie dort sicher werden gut performen und vielleicht auch wieder dicke Punkte oder sogar vielleicht mehr können rausholen können. Ich bin auch mal gespannt und also ich bin auch hure happy für Alfa Romeo, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, die haben wahrscheinlich fast schon den grössten Gump von allen gemacht in dieser, also weißt du, von letztes Jahr auf dieses Jahr verglichen. Ah, Ich meine, das bin ich letztes Jahr sind sie wirklich 100% dabei. noch hinten Ja. nachgefahren und jetzt sind sie eigentlich voll im Mittelfeld, wenn nicht sogar top of the rest eigentlich, also beziehungsweise best of the rest, wie man auch immer dem sagt. Mhm. Also die können sich wirklich hure glücklich schätzen. Der Guang Yu Zhou hat zwar wieder ein bisschen Pech gehabt, ich weiß gar nicht, weißt du, wieso das er rausgefallen ist? Ist ein Dings gewesen, eine Überhitzung oder Motordefekt, glaube ich, ist irgendetwas gewesen. Ah, nein, ich habe echt gar nicht mitbekommen. Das ist so untergegangen unter all den News, die sonst waren. Also ich kann es dir echt nicht sagen. Jedenfalls hat er wieder mal einmal mit Pech gehabt. Aber ich muss sagen, der Guang Yu Zhou fährt ja eigentlich nicht schlecht. Er hat jetzt halt einfach wirklich auch mehr Pech gehabt, dass er halt ausgeschieden ist. Aber er ist jetzt nie eigentlich rausgefallen, wo man muss sagen, das ist wegen einem Unfall passiert, wenn ich es richtig im Sein Kopf Fehler habe. oder irgendetwas so. Ja, Imola hat es Nein. zwar eine Kollision gegeben, dort im Sprintrennen, dort ist er rausgefallen mit dem Gasly dazu mal. Aber sonst hat er eigentlich immer technische Defekte gehabt, dass er halt aus dem Rennen rausgefallen ist. Von dem her, ja, man muss ihn ein bisschen noch, sage ich mal, verschonen. Also er ist jetzt nicht eigentlich, es sind keine Fehler von seiner Seite gewesen. Aber der Bottas ist momentan, also würde ich sagen, besser als zu seiner Mercedes-Zeit wahrscheinlich. Also durch die Zeit, weil Mercedes ist damals mal hure gut gewesen. Aber was der leistet aus dem Alfa Romeo raus, ich weiß nicht, wie siehst du das? Denkst du, dass der Valtteri Bottas einfach mehr aus dem Alpha rausholt, was eigentlich möglich ist? Oder ist einfach der Guang Yu Zhou noch nicht so auf dem F1-Level, dass er könnte wirklich das Optimale aus dem Auto rausholen? Also weißt du, was ich Zweiteres. meine? Zweiteres. Also ich glaube, das ist bei zwei Teams auf dem Grid genau gleich. Bei Haas und bei Alfa Romeo. Ich glaube, der Magnussen und der Bottas, sie fühlen sich einerseits in diesen Teams extrem wohl, im Umfeld. Ich meine, der Bottas hat schon in seiner Junior-Karriere viel mit dem Frédéric Vasseur zusammengearbeitet. Und dort passt einfach schon mal Chemie, oder? Und der Bottas fühlt sich extrem wohl, dass er kann sagen, was er braucht und wie sich das Team sollte entwickeln, oder auch wie das Team sollte in Zukunft zusammen arbeiten. Und dort ist wirklich so ein bisschen, in meinen Augen, das, was du gesagt hast, der Joe sowieso ist noch viel zu frisch. Beim Schumacher ist so ein bisschen dasselbe. Ja, also ich denke, es ist vielleicht ein bisschen eine Kombination von beidem schlussendlich. Dass der Bottas sich extrem wohlfühlt im Team, auch mit dem Contract, den er jetzt hat auf die 2 Jahre raus, das boostet ihm halt auch, weil er muss sich nicht mehr die ganze Zeit die Gedanken machen, hey, mein Teammate ist besser als ich und alle reden schlecht über mich, oder es ist sogar andersrum. Ich glaube, weißt du, dass die Leute die ganze Zeit so gut über ihn reden, gibt ihm einen extremen Boost. Ich glaube, er ist ein Fahrer, der genau das braucht, weil in seinen Williams-Jahren hat er auch gut performt und alle haben immer gut über ihn geschnurrt, bis er zum Mercedes ist. Wegen dem, ich glaube, es ist wirklich ein gesunder Mix zwischen Joe ist definitiv noch nie erfahren genug und der Bottas, der fühlt sich einfach so wohl. Und wegen dem holt er die Performance aus dem Auto raus. Aber ich glaube, der Joe, ich denke, der Bottas, er überfahrt das klingt falsch, er überfahrt das Auto minimal. Ich glaube nicht, dass noch viel mehr drinnen liegt. Ich glaube aber auch nicht, dass der Joe, ich denke, der könnte auch P6, P7, P8 umeinander, könnte der auch immer finishen, wenn er nicht immer so Pech hat. Ja, also am Ende vom Tag, ich denke, beim Bottas wäre schlussendlich in Spanien vielleicht noch ein bisschen mehr drin gelegen, mit einer besseren Strategie.
Alfa Romeo hat ja wirklich eigentlich an dieser Zwei-Stopp-Strategie festgehalten. Und danach, wo dann halt Sainz und Hamilton gekommen sind mit neuen Softs und er natürlich mit alten Mediums, ist er mit stumpfen Waffen da gestanden und hat eigentlich nicht mehr können ausrichten und die sind halt einfach wirklich an ihm vorbeigefahren. Ist ein bisschen schade. Sie hätten können sicher eigentlich noch früher einen Boxenstopp einleiten oder einfädeln. Er hat ja eigentlich wirklich einen Gap gehabt von über 20 Sekunden. Das wäre nicht möglich gewesen. Aber ja, es ist mal wie es ist. Schlussendlich P6 ist auch eine gute Platzierung für Alfa Romeo, haben wieder können Punkte holen. Und ich glaube, das ist schon da, wo für das Team wichtig ist, dass sie einfach wirklich mal viel Punkte können holen. Und sie stehen da momentan wirklich sehr, sehr gut da. Das ist ja so. Ein Team, das das Wochenende auch viele Punkte einholen kann, ist Alpine. Einfach wieder mal wirklich solides Rennen, vor allem vom Esteban Ocon, der ist ja gerade auf P7 hinter dem Valtteri Bottas reingekommen. Und die sind wirklich auf der Pace gewesen. Also es hat nicht viel gefällt eigentlich. Vor allem nicht in der Qualifying Pace hat es mir gedacht. Die haben so wieder einfach, ja, so ein bisschen mediocre performt, aber nachher Race Pace habe ich das Gefühl, fehlt echt nicht mehr viel, bis sie so ein bisschen auf den Standard von Alfa Romeo könnten durchkommen. Und ich habe es auch spannend gefunden, die haben auch eigentlich ein ziemlich grosses Update gebracht. Also vor allem die Sidepods, dort haben sich, glaube ich, ein bisschen Inspiration genommen von der Ferrari-Badewanne. Man sieht, dass die Seitenwand, vor allem dort, wo noch das PWT-Logo pink ist viel erhöhter und es hat einen mega starken Fluss gegen unten jetzt. So dass einfach noch mehr Luft zum Diffuser hinten kommt und einfach am Heck noch mal ein bisschen mehr Downforce einfach kann generiert werden. Und ich habe das Gefühl, man hat gesehen, dass es wirklich bei Alpine wirklich auch ein bisschen etwas gebracht hat. Lustigerweise hat man über das oder über die gute Performance von Alpine das Wochenende gar nicht geredet. Na gut, das heisst lustigerweise. Es ist natürlich auch viel passiert in diesem Rennen. Vielleicht allgemein über den spanischen Grand Prix kann man sagen, ich glaube, das ist einer der spannendsten in den letzten paar Jahren, die wir hatten. Und etwas, wo mir einfach durch den Kopf ist während dem ganzen Rennen, und da bin ich gespannt über deine Meinung. Ich habe das Gefühl, das Rennen hat jetzt definitiv gezeigt, dass die neue Generation von Autos bessere Rennen generiert. Siehst du das also? Ja, also ich sage schon länger, dass die Generation wirklich das bringt, wo erwartet wurde, ist, eben halt, dass mehr Racing geht, mehr Überholmanöver. Ich finde auch gut, dass in Spanien halt wirklich mehr Überholmanöver auf der Strecke gegeben hat, statt durch Boxengasse durch. Weil das ist halt immer so ein bisschen das Ding in Spanien, aber Überholen auf der Strecke nicht möglich. Also jetzt über Boxen gemacht mit Undercuts oder Overcuts. Und es ist wirklich viel passiert. Also gerade zum Beispiel auch Verstappen, wo ja dort im dritten Sektor Russum überholt hat, noch einmal. Auch wirklich sehr, sehr krasses Überholmanöver war. Das habe ich noch nie gesehen. Spanien Überholmanöver im dritten Sektor. Ja, vor Also, allem dort oben. Also vor allem dort dort oben oben, durch. ja. Also wirklich Mhm. Russum auch. Also vor den Holländer hat er überholt. Also wirklich sehr gut gewesen. Ähm, Was halt schon krass aufgefallen ist, hat, dass dort, wo der Verstappen hat, also Verstappen hat ja DRS-Problem gehabt, dass halt doch die Autos, wenn sie kein DRS haben, zu überholen, doch auch nicht so einfach ist. Also man hat es gesehen, eben, Verstappen, Russell, also wir kommen das nachher schon nochmal zu dem, aber einfach nur mal halt, um das ein bisschen begründen, also wir haben ja auch schon mal Diskussion gehabt, ob es DRS noch braucht. Ich glaube, das hat bewiesen gehabt, dass es DRS gleich noch braucht, weil ohne DRS ist das Überholen gleich immer noch schwierig, auch mit diesen Autos. Das ist ja so. Das ist ja so. Was aber nachher zum Rennen extrem beigesteuert hat, ist Strategie. Oder wir haben zwar zu überholen, ist auch schon besser gewesen, aber ich habe das Gefühl, was das Rennen sehr spannend gemacht hat, ist Strategie. Und das sieht man eben noch in Runde 10. Ist es ein riesen Kerfuffle. Also das sieht auf der Lapchart sieht das aus, als ob da ein Safety Car ausgelöst wurde, weil einfach kreuz und quer andere Strategien gebraucht worden sind. Und ein Team, das dort, ja, also alle haben entweder Plätze gemacht oder Plätze gemacht, aber ein Team, das eigentlich sehr unauffällig war, vor allem eben, weil sie so ein bisschen, sind auch normale Drei-Stopp-Strategie wie die meisten anderen gemacht und sind, ja, es ist einfach nicht irgendwie wie eine vorwärts gegangen bei McLaren. Also Ricciardo und Norris, die sind auf ähnlichen Positionen geendet, wie sie gestartet haben, aber in umgekehrter Reihenfolge. Also der Lando Norris auf P8 und der Danny Ricciardo auf P12, bevor der Norris hinter dem Ricciardo gestartet ist. Und für mich signalisiert das, und das tut mir so weh zu sagen, einfach wirklich definitiv jetzt der Abstieg
vom Ricciardo. Ja, Also, es ist das ist wirklich, so. ich habe mir lange Hoffnungen gemacht, hey, er kommt mit dem Auto nicht schlagen oder weiß auch nicht was, aber ich glaube, seine Primetime ist einfach vorbei. Sie war bei Red Bull gewesen, und als er zu Renault gegangen ist, war er noch in dieser Primetime gewesen, und er ist selber schuld, hat er nicht mehr als das können rausholen, was er geholt hat, weil er hat sich dazu entschieden, zu Renault zu gehen. Wäre er zuerst zu McLaren gegangen, das wär ein Move gewesen, Sainz und Ricciardo bei McLaren. Aber er hat sich für Renault entschieden, und das ist in meinen Augen sein grösster Fehler von seiner Karriere gewesen. Ja, also der Zach Brown hat ja noch ein Interview gegeben, ich glaube vor kurzem, glaube es zu Sky, wo er gesagt hat, eben, ja, der Ricciardo fühlt sich halt immer noch nicht wohl im Auto und so alles und er traut dem Auto nicht. Die Frage ist halt einfach, halt, wie lange willst du immer die gleichen Sprüche bringen, weil das ist das, was man seit wirklich auch letztes Jahr immer gehört hat und jetzt wieder das Jahr, man hört immer das Gleiche, der Ricciardo fühlt sich nicht wohl im Auto, er fühlt sich nicht wohl. Aber ein Norris hockt ja jetzt auch in einem komplett neuen Auto und er kommt eigentlich wirklich gut schlagen. Klar, man kann jetzt sich darüber wieder streiten, das Auto ist mehr auf einen Norris gebaut, statt auf einen Ricciardo. Wer weiß das? Wir wissen es nicht, das weiß nur McLaren oder einmal der Andy Seidel oder wer auch immer dort die Entwicklung geschossen gemacht hat. Was ich einfach noch erwähnen gute Besserung an Lando Norris, der ist ja losgefahren, angeblich mit Heuschnupfen, nachher ist rausgekommen, hat er eine Mandelentzündung gehabt, das ganze Rennen drüber. Also nicht schlecht, dass er noch so viel vorgefahren ist mit so Schmerzen. Ja, aber es ist schon so, ich glaube, der Ricciardo wird keinen Vertrag mehr bekommen bei McLaren dieses Jahr. Und wenn, würde es mich brutal überraschen, aber ich denke nicht. Und ich glaube, er wird es sehr, sehr schwer haben, wieder in ein Formel-1-Team hineinzukommen. Weil seine Leistung einfach unter, ja, blöd gesagt, unter seinem eigenen Niveau ist. Oder seine Leistung, die er geleistet hat. Also, es nicht nur unter seinem eigenen Niveau. Ich habe das Gefühl, es ist... Also, weißt du, ich würde jetzt nicht sagen, dass er auf einem Niveau fährt wie ein Latifi oder ein Stroll, das definitiv nicht. Das nicht. Aber es ist halt schon, sage ich mal, einfach noch dort drüber. Aber es ist so ein bisschen wie ein Kubica. Es ist... Oder so ein bisschen Vettel-mäßig halt. Ja, genau. Ja, es ist enttäuschend zum Zuschauen, aber es längert gleich noch mit der Formel 1. Ja. es hat schon ein bisschen etwas, ja. Also, aber ja. Was du gesagt hast mit dem Zach Brown im Interview, ich meine, er muss das sagen. Er hat so viel mehr Geld für Ricciardo ausgegeben als für einen Norris. Und der Norris, ja, also was in meinen Augen vielleicht noch nicht ganz klar ist, ist, wie gut ist der Norris effektiv? Das ist vielleicht die Frage, die man sich auch stellen muss. Weil ich glaube, der Norris wird immer noch ein bisschen unterschätzt. Oder er wird auch von mir nicht unbedingt in die Kategorie hineingesteckt wie ein Leclerc und ein Verstappen und ein Sainz. Aber er hat ja mit dem Sainz können mithalten. Und die Frage ist der Sainz, wie er sich jetzt so verbessert hat, eigentlich, ignorieren wir mal also verbessert würde ich jetzt nicht sagen. Aber ja, ignorieren wir jetzt mal das Jahr. So. Aber wenn man das letzte Jahr anschaut, finde ich, könnte man wirklich ein Argument raushauen, der Sainz ist ein besserer Fahrer als der Ricciardo. Er muss sicher, wenn du die letzten paar Jahre anschaust. Ja, das würde ich aber auch unterschreiben. Ich würde sagen, der Sainz ist besser als der Ricciardo, definitiv. Wegen dem sage ich, unterschätzt man nicht den Norris, weil der Norris hat mit dem Sainz mithalten und das in seiner Rookie-Season. Ja. Das ist so ein bisschen das, was ich mich auch frage. Und wie du auch gesagt hast, Ricciardo fühlt sich nicht wohl im Auto. Hey, Norris hat mit einer Mandelentzündung Platz 8 rausgeholt, während der Ricciardo auf Platz 12 runtergefallen ist. Als gesunder Mensch. Als gesunder Mensch, oder? Ja. Also wegen dem sich wohlfühlen im Auto hin oder her, das ist eine Performance, wo man so nicht darf abliefern, wenn man in einem McLaren innen hockt, wo eigentlich wirklich nicht so schlecht ist. Also, ich sage mal so, was mir jetzt einfach wirklich aufgefallen ist, dass der McLaren extrem streckenabhängig ist. Ja. Also, Unterschreibe ich 100%. Es gibt Strecken, wo er gut ist, es gibt Strecken, wo er einfach gar nicht Schlag kommt drauf. Also ich meine eben gerade Miami zum Beispiel hat man auch gesehen, das Auto performt gar nicht. Dort war auch der Norris nicht wahnsinnig stark gewesen. Und jetzt auch in Spanien. Also ist das Auto ja okay gelaufen. Also es ist jetzt nicht überragend gewesen, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie extrem schlecht gewesen, würde ich sagen. Ja, kann ich so unterscheiden.
Was? Ja. Ja. Ja, es ist einfach so, oder? Es ist Ja, es es ist so, ja. es gibt nicht da gross irgendetwas diskutieren. Ich meine, eben wie du gesagt hast, es ist extrem streckenabhängig und ich glaube jetzt auch in Monaco dürfen wir nichts erwarten, weil gerade die langsamen Kurven sind sehr stark gewesen bis dahin. Ja, das Ja. ist so. Wer sehr stark war, das Rennen, also welches Team vor allem, ist Mercedes. Ja. Das tönt komisch, wenn man das sagt, weil sie sind nicht zu gewesen, wirklich wieder vorne mitzukämpfen. Also es hat echt nicht viel gefällt. Klar, der Max hat einen DRS-Fehler gehabt, aber der Russell hat ihn wirklich sehr lang können unterhalten. Und was für mich vor allem überrascht hat, ist im Hamilton seine Pace. Mhm. Wir haben da vorher schon einmal mal darüber diskutiert vor dem Podcast und ich stimme dir absolut zu. Ich bin überzeugt, der Hamilton hätte wahrscheinlich sogar können das Rennen gewinnen mit dieser Pace, die er hatte. Das war nicht normal gewesen, wie gut das der vorankommt. Also, ich habe ja nicht gesagt, ich kann gewinnen, aber das Podest wäre drinnen Ja, gelegen. das kommt immer von mir. Ja, also gewinnen wäre nicht möglich gewesen, weil ich denke, wenn Red Bull gesehen hätte, hey, der Hamilton ist so schnell unterwegs, dann hätte es den Perez losgeschickt. Der wäre wirklich losgefahren und der hätte, ich glaube, der Perez hat jetzt volle Motormapping freigegeben. Bei Ja, Red Bull. sie haben dem Monat die beste Strategie gegeben. Ja, das kommt noch dazu. Also wir können ja Red Bull auch gerade ins Boot nehmen, wenn wir es jetzt schon ein paar Mal angesprochen haben. Also Mercedes definitiv extrem stark, Red Bull auch wirklich grundsätzlich auch sehr, sehr stark gewesen, aber eigentlich mehr mit dem Perez, muss man sagen, auch wenn er der Verstappen gewonnen hat. Der Hamilton hat aber, muss ich auch wirklich sagen, in meinen Augen die stärkste Pace gehabt, über das ganze Rennen rein. Das ist ja so. Aber er hat eben die Kollision nicht mit dem Magnussen gehabt. Ich glaube, er wäre dann nachher schon dort bei der Red Bull wäre, schon hängen geblieben. Am Ferrari wäre er noch vorbeigekommen, am Sainz dort, oder beziehungsweise Sainz hat sich nachher rausgetragen zwar. Aber ich denke, ja, der Leclerc wäre rausgefallen, ist ja rausgefallen, ich denke so das P3, vielleicht ein P2, vielleicht hätte er den Verstappen angreifen ohne DRS, das wäre vielleicht noch drinnen gelegen, aber ich denke, der Perez hat es dann ziehen lassen, dass sie halt einfach mindestens den Race-Win holen. Ja, das Halt, glaube ich auch. es ist halt immer schwierig zu sagen, was wäre wenn und so. Aber am Ende des Tages ist es wirklich so, dass der Hamilton wirklich sehr gut gefahren ist, gute Pace gehabt, obwohl das aufgeben und auch Red Bull eigentlich eine gute Pace gehabt mit dem Perez, aber halt der Verstappen vorgelassen hat, wegen WM-Leader und ja, oder WM-Leader, nein, das war noch nicht WM-Leader, aber Ja, hat höher gerankt als der Perez. Und eigentlich ist so, ursprünglich hat es ja geheißen, ja, wenn er vorgeht dann kann überholen, dann kann der Perez auch wieder vorbeigehen und lässt ihn führen und so halt. Also, so wie man es eigentlich immer macht, oder? Wenn man irgendwie einen Driver-Swap macht im Rennen, dann sagt man immer so, ja, es soll vorgehen zum Angreifen und versuchen überholen. Wenn es nicht klappt, soll er wieder zurückgehen. Ja, es hat einfach ein bisschen im faden Beigeschmack, der Verstappen-Win, muss man sagen. Und ich meine, der Perez hat sich auch geäußert am Funk, dass er nicht gerade happy ist, wie das jetzt abgelaufen ist. Und am Ende vom Tag, bin ich auch ganz ehrlich, hätte ich lieber den Perez zuoberst auf dem Stockel gesehen als den Verstappen. 100%. 100%. Also ich nehme gerade Bezug auf das ganze Red Bull-Zeug. Ich wollte einfach noch mal ganz kurz über Russell seine Performance reden. Ich muss wirklich sagen, er hat mich extrem überrascht. Also einerseits das Verteidigen, das er gemacht hat und einfach auch generell so ein bisschen das Racing, das er gegen den Verstappen hatte. Also ich hätte nicht gedacht, dass der auf dem Level vom Verstappen kann mithalten kann. Weil die sind fair zueinander, sie sind gut gefahren miteinander. Und das sind nicht Fahrer, die sich in der Junior-Karriere extrem viel gegeneinander gefahren haben. Sie haben sich schon auch gesehen auf der Strecke. Aber es hat so ausgesehen wie Leclerc gegen Verstappen. Die haben gewusst, wo sie etwa das Auto werden platzieren. Russell hat sogar, und das habe ich wirklich sehr stark gefunden von ihm. Wo war das gewesen? Echt das zweite oder das dritte Überholmanöver vom Verstappen, wo der Russell aussen rumgeblieben ist und sich einfach stinkfrech vorne reingedrückt hat. Das hat einfach in meinen Augen so gezeigt, Stinkefinger gegen Verstappen. Mir ist egal, dass du der amtierende Champion bist. Mir ist egal, wie ein riesen Hype auf dir ist.
mir ist egal, dass es meine erste Saison in einem Auto ist, das nicht mal ansatzweise so gut ist wie dies. Ich drücke mich jetzt da vorne wieder rein, weil ich will vor dir bleiben. Und da Ja. habe ich echt müssen sagen, das war ein verdammt guter Move von ihm. Ja, also stimme ich dazu, definitiv. Russell hat gut verteidigt. Allerdings muss man auch wieder da sagen, Verstappen ist, ja, blöd gesagt, ein bisschen beeinträchtigt gewesen, halt wegen Updates, die nicht funktioniert haben, sprich DRS-Flügel, die nicht funktioniert hat, weil wäre der DRS-Flügel gegangen, das ganze Rennen darüber wäre viel schneller vorbeikommen, da hätten wir so ein Battle nie gesehen. Muss man Ja, einfach so klar sagen. ich glaube, ja und nein. Ich glaube eben, Mal. es hat wieder mal im Verstappen seine also eben nicht Qualität zeigt, also seine grösste Schwäche zeigt. Und zwar, dass er einfach wirklich ein Hitzkopf ist. Er hat sich dieser Wegen darüber aufgeregt, dass es DRS nicht geht. Die Funksprüche sind so gut. Ja. Das war Legende. Das ist, wie er der Giampiero Lambiassi am Anficken ist. Das ist genial. DRS did not open. DRS! Man, we can't even make a DRS work, man. Unbelievable. Max, try pressing the DRS after your curbing. Max, I think you may have closed it last time around. Because I'm pressing it 50 times before it opens. Just try one button press after the curb. Aber was man einfach gesehen hat, der Russell hat den Move nicht können machen, hat der Verstappen nicht geschlafen. Und bei einem Hamilton hat der Verstappen mit deutlich mehr Gas drin und er hat die Türen links komplett zugemacht. Aber er war am Schlafen, er hat wahrscheinlich gedacht, ist ja nur der Russell. Ja, das sehe ich schon, aber weißt du, das, was ich sagen will, ist schon so, wäre es DRS gegangen, hätten wir das alles nicht gesehen. Weil dann wäre er einfach vorbeigeflogen. Fair point. Das ist Absolut so. Aber eben, wie gesagt, ich zolle dem Russell Respekt für das, was er gemacht hat, wie er sich verteidigt hat, weil er hat wirklich gefightet wie ein Lion. Nein, also von dem her Props an ihn. Also er hat es wirklich gut gemacht, obwohl dass er eigentlich wirklich im unterlegenen Auto war. Hat er sich wirklich noch ein paar Mal reingedrückt und hat es dem Verstappen sicher schwer gemacht dort und hat dem Verstappen sicher auch ein bisschen Reifen gekostet und ein bisschen Nerven auch. Und wenn wir ja noch bei Red Bull gerade sind, der Grund noch wieso, dass sie ja so spät an Grid hergekommen sind, vielleicht haben das vorher ein paar nicht mitbekommen, man munkelt. Also zuerst hat es geheißen, ja, wegen DRS und so, weil sie ein Problem hatten, sie sind dort noch am Arbeiten dran, aber ja, das ist immer die einfachste Erklärung, wenn man das Problem die Sky-Kamera hat eben reingefilmt und sie haben nichts gemacht am Flügel. Und die Vermutung ist gross, dass sie den Sprit einfach zu fest abgekühlt haben und haben müssen eben zuerst wieder ein bisschen wärmen, dass sie ihn rausfahren dürfen, weil sonst hätte es eine Strafe kassiert, wenn er zu kalt ist. Weil es ist ja so geregelt, dass es wird Temperatur gemessen, 2 Stunden vor dem Grid oder vor der Startaufstellung. Und danach darfst du deinen Sprit 10 Grad abkühlen von der Temperatur, die vor 2 Stunden war. Weil Kühler gleich weniger schwer. Nein, weil Kühler gleich mehr Leistung heisst. Und der Grund ist dann nachher gewesen, sie haben es dann, also der Grund, wieso es überhaupt die Regelung gibt, ist, dass die einzigen, die davon profitieren werden, sind Honda-Motoren und Mercedes-Motoren. Und Ferrari hat sich eigentlich mal ursprünglich geweigert, dass es soll geben soll, weil sie haben gewusst, okay, wir haben kein Problem haben mit dem. Und ja, jedenfalls, der Verstappen ist 8 Sekunden bevor das Pit-Entry oder Pit-Dings close war, ist er rausgefahren. Also, das hätte noch wirklich böse enden mit dem. Und hätte es einen DRS-Fehler gehabt oder hätte es müssen sagen, so, okay, wir müssen schauen, ob das DRS wirklich kaputt ist, wäre es mehrfache Installation Lab gefahren. Aber er ist ja nur rausgefahren und gerade ein Gerät. Also von dem her macht es gar keinen Sinn, was sie gesagt haben mit dem DRS. Genau. Also das ist in der bei den englischen Kommentatoren haben sie, glaube ich, über das DRS zum Glück gar nicht geredet. Also sie haben von vorweg den Sam Collins gehabt, der dann ein bisschen geredet hat mit den Leuten und dann haben sie relativ schnell schon herausgefunden. Ich glaube, Christian Horner haben es auch noch auf den Dings gehabt, auf der Pitwall das Wochenende. Was immer sehr, sehr spannend ist. Und es sind dann auch spicy Fragen zum Teil gekommen, gegen Perez Verstappen. Hey, wie machen wir das jetzt strategisch? Und ja, jetzt komme ich mal darauf zu sprechen. Und ich muss echt sagen, also ich bin ziemlich enttäuscht. Ich sage nicht, dass der Perez 100%ig ganz safe das Rennen hat gewinnen können. Gerade mit der Strategie, die er hatte, ziemlich sicher nicht. Ich meine, Red Bull vertraut bei ihm immer darauf, dass er den Reifen länger
brauchen, länger damit kann fahren. Und das ist auch das Mal wieder der Fall gewesen. Weil sie haben gewusst, wir müssen am Russell vorbei, wir müssen ein bisschen Strategie ausprobieren, also pitten wir den Max vorher und dann den ersten Perez. Also, was machen wir? Max kommt von hinten angeschossen, wir lassen den Perez den Max vorbeilassen. Finde ich gut, macht Sinn. Aber nachher, wo der Perez wieder pittet hat, und das ist das, was mich so aufregt an dieser ganzen Red Bull Multi-21-Geschichte oder Multi-22 jetzt. Nein. Ist das für den Perez, man hat ihn nicht führen gelassen. Man hat etwa 4 oder 5 Runden hinter dem Russell versaumt, hat im Perez seine Reifen damit auch noch mal ein bisschen mehr kaputt gemacht, hat im Perez die Chance genommen, einfach auch Zeit zu gewinnen. Ich meine, in so einem langen Rennen, wie ein Formel-1-Rennen halt ist das Wichtigste immer, in weniger Zeit das Rennen zu beenden. Oder desto weniger, desto besser. Und ich bin überzeugt, hätten sie den Perez am Verstappen vorbeigelassen, hat der Perez noch in der gleichen oder spätestens in der nächsten Runde den Russell überholt und dann wäre etwa 4-5 Sekunden vorausgefahren, bevor der Verstappen dann nachher wieder in die Pits gegangen ist. Und das ist das, was mich aufregt, weil die 4-5 Sekunden wären elementar gewesen. So hat nämlich der Perez etwa einen Gap von 10-12 Sekunden umgehabt zum Verstappen. Und der Verstappen hat die 10-12 Sekunden legit mit seiner Pace müssen aufholen. Und der Russell hat das so oder so gehabt mit einem Undercut. Lustigerweise hat der Undercut dann aber nicht funktioniert, weil der Russell gleichzeitig gepittet hat wie der Verstappen. Aber am Ende des Tages muss ich echt sagen, wie du gesagt hast, es hat wirklich einfach einen bitteren Nachgeschmack, der Win von Verstappen. Ich sage echt nicht, dass der Perez 100% mit seiner Strategie auf Platz 1 gekommen wäre. Das nicht. Aber man hat ihm so eine Chance gegeben, weil das hat ganz klar gezeigt, wer in dem Team Nummer 1 ist und dass der Perez sich als Nummer 2 behaupten sollte. Und dass wirklich schon mal so ein bisschen Teammanagement eigentlich reinkommt, was mir nicht gefällt. Und dort stellt sich bei mir jetzt aber noch die Frage auf lange Sicht raus, und vor allem jetzt aufs nächste Rennen gesehen, wie schnell reagiert Ferrari auf das? Wie schnell wird Ferrari den Sainz einsetzen? Weil er hat wieder ein Wochenende gehabt, das nicht gut gelaufen ist. Er war wieder mal im Gravel raus. Zu seiner Verteidigung muss man aber klar sagen, der Abtritt in Gravel, ich meine, Max ist genau das Gleiche passiert. Es war wirklich einfach ein Windstoß von hinten. Sehr unglücklich, dass es ausgerechnet gerade ihn bereicht hat. Ich glaube echt, dass er jetzt so nicht unbedingt sehr viel Schuld daran getragen hat. Aber am Ende des Tages ist er ja auch erst, was muss ich schauen, wie ist er gestartet? Nein, er ist zwar P3 gestartet, gell? Das war nicht so schlecht gewesen. Aber er ist runtergefallen, direkt hinter Russell und Perez nach der ersten Runde. Und das bringt ihn halt schlussendlich auch in die Position, wo er eigentlich war. Ja, also er hat mal einen schlechten Start gehabt wieder. Wieder, ja. Und ist ein bisschen aufgesogen worden von den anderen, die vorbeigefahren sind. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin mittlerweile wirklich hure enttäuscht vom Sainz. Irgendwie so, wir haben schon x-mal darüber geredet, der Typ braucht einfach nur hin, dass er zu seinem Selbstbewusstsein wiederfindet und dass er wirklich hure stark wird. Aber es ist halt einfach so, dass so wie er momentan fährt, das wird einfach nichts. Und da muss man sich halt dann langsam fragen, eben, wird man ihn, also er wird zu 100% wird er geopfert werden für den Leclerc. Also wenn jetzt der Leclerc gut Punkte kann wiederholen, dass halt wirklich Verstappen und Leclerc sich von den anderen oder vom Rest vom Feld kann ein bisschen absetzen mit den Punkten in den Driver Standings, dann wird es so wie kommen, dass der Sainz sich muss auch opfern muss. Da gibt es einfach ein Barrichello 2.0 dann. Und es ist einfach hure hart, weil der Sainz, ich glaube, der könnte schon, aber er selber macht sich halt selber irgendwie ein bisschen schwer, denke ich, weil das Auto hat die Potenzial. Und ich glaube es auch nicht, dass jetzt bei Ferrari oder beim Sainz, dass der ein schlechteres Auto hat als der Leclerc. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ein bisschen enttäuscht von ihm, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich hätte jetzt gedacht, so nach seiner letztjährigen Saison, wo er wirklich so stark war und auch besser war als der Leclerc in der Driver Standing nach Abu Dhabi, hätte ich gedacht, so, okay, der wird sicher eine gute Saison haben und wird sicher auch im Championship mitfighten, aber ja, also jetzt wirklich was ist jetzt das 6. Rennen gewesen, 7. Rennen gewesen in dieser Saison. Ja, es war einfach enttäuschend gewesen bis jetzt. Definitiv. Also ich glaube, es ist fair to say, du und ich, wir sind
definitiv nicht der gleichen Meinung wie im Carlos Sainz Senior. Habe ich nämlich gerade vorhin noch gelesen, der hat heute rausgehauen, ja, er sei überzeugt, dass der Sainz jetzt gleich wieder mal auf dem wieder zu oberst oben wird sein bei Ferrari. Glaube ich nicht. Nicht mit dem Level, wo der Leclerc momentan fährt. So viele Fehler, wie er auch macht, nicht mit dem Level, wo der Leclerc momentan an den Tag legt. Und wirklich, wir haben vorhin schon darüber geredet, wir wissen, der Sainz ist ein Top-Fahrer, aber er hat das Auto nicht im Griff. Und wenn er jetzt nicht wirklich sofort den Rang bekommt, wird er der Nummer 2 Fahrer sein in dieser Saison. Ja, Und dann kann er einfach darauf hoffen, dass er nächstes Jahr einen besseren Start hinlegt. Und dann kann er vielleicht darauf hoffen, einen Championship mal zu gewinnen. Aber dieses Jahr, wenn das nicht sofort, ich sage in den nächsten 2 Rennen, komplett sich umdreht, dass der Sainz den Leclerc einfach übertrumpft jedes Wochenende, ist der Zug abgefahren und Ferrari gibt ihm die Chance schlussendlich, würde ich auch sagen, nicht mehr. ja, plus, was auch noch dazu kommt, ist, in jedem Vertrag gibt es ja eine Ausstiegsklausel, also Seite Fahrer, Seite Team. Und wenn natürlich das Team sieht, so, okay, du erreichst die Ziele nicht, die wir gesetzt haben, dann schmeißen wir die raus. Und es kann natürlich auch, blöd gesagt, so weit kommen, dass ein Sainz plötzlich Ende Jahr auch ohne Cockpit dort steht. Also klar, das ist so hure Da weit müsste gegriffen. noch ganz viel passieren. Ja, aber sind wir ehrlich, seine Performance, die er momentan liefert, ist einfach nicht Ferrari-würdig. Weißt du, was ich meine? Ja, das stimmt schon. Und trotz allem ist er immer noch auf Platz 5 in der Drivers' Championship und nur 11 Punkte hinter dem Russell. Ja, aber ein Russell ist vorhin mit einem Auto, das viel langsamer ist eigentlich. Weißt du, was Das ich stimmt, meine? das Also, das ist schon ein Punch in the face für Ferrari. Es ist ja so, es ist ja so. Und ich Und meine, es auch ist nicht ja nicht, Ferrari-like, weißt du, was ich meine? ja, man kann auch, ich meine, man muss ja da nicht irgendwie drum herum schnurren. Es ist ja klar, dass es nicht einfach nur Pech ist, wo ihn verfolgt, sondern eben auch vielleicht einfach ein gekränktes Mindset in dem Sinn. Oder wie du gesagt hast, ihm fehlt einfach der Erfolgsmoment und das Klick, oder dass er das Auto wirklich versteht, das fehlt bei ihm einfach. Und das ist einfach das. Und ja, ich meine, wenn wir sonst noch über Ferrari reden, der Leclerc eigentlich ein absolut Dominanzrennen gehabt. Also ich habe mich wirklich scheiße gefühlt, wo sein Motor auf einmal abgekratzt ist. Ich musste echt sagen, unverdient, dass er jetzt muss DNFen. Und andererseits muss man auch sagen, es hat mich so ein bisschen bei mir einfach auch den Gedanken geweckt und mir gezeigt, hey, der Ferrari ist extrem reliable. Also die haben noch kaum gross Motorenteile und weiss auch nicht was müssen wechseln und es ist jetzt was also sie Moment. müssen wechseln, verstehe mich nicht falsch. Ja, nein, also nur, dass ich die korrigiere. Das Auto hat ja, also der Turbo und MGU-H ist kaputt gegangen. MGU-H ist schon der zweite, der kaputt gegangen ist. Also kriegt seinen dritte über und die Saison ist noch nicht mal in der Hälfte. Heisst, Das ist so. er wird definitiv im Verlauf von dieser Saison noch eine Strafe kassieren für das MGU-H. Das ist so. Aber bei Red Bull ist es bereits schon ab dem zweiten Rennen klar gewesen, dass die werden Strafen holen für so Sachen. Und das nach 6 Rennen. Oder nach 6 Rennen ist das erste wirklich DNF, mechanische DNF von Ferrari passiert. Und wegen dem. Ach so, meinst du, okay, ja. Nein, aber ich rede vom Motorpart, weißt du, sind auch schon Verschleißteile drin, wo sie Das ist so. wo sie schon hatten. Ja, aber wenn ich so schnell darf noch meinen Kommentar dazu hängen zum Leclerc. Also ich sehe es auch so, super gefahren eigentlich und auch wirklich gute Pace gehabt, oder eigentlich wirklich sehr, sehr starke Pace gehabt. Aber hat wieder mal im Leclerc sein Becken zugeschlagen. Die habe ich nachher eine Sprachnachricht geschickt. Auf dem Typ lastet einfach ein Fluch. Keine Ahnung, Immer, was wenn für einen. immer wenn er ein Dominanzrennen hat, verkackt mit dem Motor. Aber der hat wirklich, also bei dem ist es einfach Pech. Das kannst du nicht anders sagen. Einfach Pech. Und es ist schon bitter. Ich finde es geil, muss ich ehrlich sagen, weil ich schaue ja wirklich Formel 1 neutral. Ich finde es geil, eigentlich, dass er, blöd gesagt, rausgekehrt ist. Verstappen hat gewonnen für die Championship, weil jetzt sind sie wieder hure neu beieinander und auch Red Bull Ferrari ist neu beieinander. Das wird jetzt richtig geiles Battle geben. Ich hoffe ja immer noch schwer, dass jetzt Mercedes wirklich die gute Form findet und dann nachher mal doch ein bisschen, vielleicht 1-2 Rennen dominiert und dann nachher auch ein bisschen Punkte hat und dass wir einen fetten Dreikampf haben. Weil dann wird es richtig geil. Und ja, sonst muss man wirklich sagen, eben, Pech, eben MGU-H, Turbolader kaputt, plus noch weitere Motorteile sind kaputt gegangen, scheint
Auf der Onboard hat man es gut gehört. Einfach so der Ja. Turbolader, wo plötzlich der Geist aufgeht, einfach so das Es hat verdammt geil in dem Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht wird ja der Leclerc seinem Heim-Grand Prix mehr Glück haben und das ist ja auch die nächste Station und zwar eben der Monaco Grand Prix. Und ja, also sicher der schwierigste Grand Prix, denke ich, jetzt in dieser Saison. Wirklich sehr enge Kurven, langsame Strecke und mit den Autos, die keine Aerodynamik haben, wird das sicher eine rechte Herausforderung werden. Und meine Frage an dich, ich weiss nicht, weil eigentlich, wir tun das immer, muss ich noch kurz erklären, wir tun uns immer abwechseln, was wir so für Themen ansprechen. Ich weiss jetzt eben nicht, was der Schubs für Themen aufgeschrieben hat für den Monaco Grand Prix, aber meine Frage an dich, weil die ist eben das, wo momentan ein bisschen umgeht, die Frage, auch vor allem bei den deutschen Medien habe ich jetzt von ihm herausgefunden. Siehst du den Monaco Grand Prix immer noch als ein relevanten Grand Prix oder besser gesagt, braucht es ihn überhaupt noch in dem Formel 1 Kalender? Ja, ja und ja. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist ein Rennen, das seit Anfang an dabei ist. Es ist ein historisches Rennen. Und okay, das Racing mag vielleicht momentan mit der jetzigen Generation nicht sehr geil sein dort rundherum. Aber erstens rein von einem geschichtlichen Aspekt, wie ich vorhin schon angeschnitten habe. Und zweitens auch das Qualifying zu schauen dort ist so geil. Also das ist eine von der spannendsten Qualifying-Sessions im ganzen Jahr. Und ich fände es echt schade. Also ich fände, ich habe das Gefühl, wenn man Monaco nicht mehr fahren lassen, ist es so ein Stückchen Formel 1 Identität, die man einfach wegschmeißt und wo für mich dann auch klar heisst, okay, man geht definitiv Richtung Entertainment. Wobei, da kann man jetzt argumentieren, Monaco ist ein absolutes Entertainment-Rennen. Was ich ganz klar dahinter stehe, ist, Monaco soll gleich viel zahlen wie jeder andere Track auch. Monaco soll keine Sonderrechte mehr haben und auch das reservierte Datum im Kalender, das sie haben, darf nicht mehr sein, weil wir kommen in eine Zeit, wo sich Formel 1 muss, vor allem ökologisch, in eine bessere Richtung entwickeln. Und du kannst es nicht mehr mitten vor Kanada und vor Aserbaidschan noch drinnen behalten. Man muss es in meinen Augen besser in einen europäischen in eine europäische Rennperiode eigentlich einplanen. Also ich wollte Monaco noch sehen, aber ich wollte, dass sie genau gleich zahlen wie immer. Ich wollte, dass das Donnerstag Running nicht mehr ist, was sie jetzt ja tatsächlich abgeschafft hat. Und ich wollte, dass sie eben halt ihre reservierte Kalender nicht mehr haben. Also in meinen Augen, Monaco muss bleiben. Wie siehst du es? Schwierig. Also, sind wir ehrlich, das Rennen wird, also, wenn es nicht regnen, also es sollte ja regnen an diesem Wochenende in Monaco. Wenn aber nicht viel passiert, also wenn kein Crash oder sonst irgendetwas passiert, ist das Rennen eigentlich auch langweilig, muss man wirklich sagen. Also das Rennen ist eigentlich langweilig. Weil eben Überholen auf der Strecke ist gar nicht möglich. Wenn dann eigentlich nur nach dem Tunnel ist es möglich. Oder vielleicht in Turn 1 noch rein, aber dann hat es sich schon. Jetzt mit den Autogenerationen, die so breit sind, plus dann nachher kein Abtrieb werden haben um die Kurve herum, wird es wahrscheinlich extrem schwierig werden. Darum, ich glaube, es wird viel Unfälle geben jetzt dieses Jahr. Darum könnte es vielleicht schon sein, dass das Rennen spannender wird. Ich denke auch, es wird 2 rote Flaggen geben. Aber ja, ob es muss drinnen bleiben? Ja, also aus historischer Ansicht her ja, soll es bleiben. Rein vom rein vom Racing her, nein, müsste drinnen bleiben. Und zu deinem Argument, ja, man soll es verschieben wegen Baku und alles drum und dran halt, oder wegen Kanada, ja, gut, man muss aber auch dabei sagen, Baku ist im Nachhinein reingekommen. Wieso, dass man Baku dort zwischen reindrückt, weiß man auch nicht. Monaco muss man halt auch ein bisschen verstehen, weißt du, die tun ja halt viel aufbauen und lassen es dann stehen, bis das ganze Tumult vorbei ist, oder tun es wieder abbauen. Also Formel E schon ist vor einem Monat, glaube ich, Idee gewesen, und dann lassen sie das alles so stehen. Dann auch die Werbung ändern und dann kommt Formel 1 und Formel 2 und alles drum und dran und dann nachher geht es dann weg. Und ich glaube, es logistisch gesehen ist für Monaco selber das eben so hat am besten zum Planen, weil für sie macht es natürlich auch nicht Sinn, wenn ins Formel E nicht dann kommen
zum Beispiel, sagen wir, also können nur Anfangsjahr kommen, Formel 1 kommt irgendwie 3 Monate später, ist wahrscheinlich für sie auch hure umständlich. Darum hat man das wahrscheinlich auch immer so geplant jetzt. Aber ich verstehe es, dass man es vielleicht irgendwie sagt, so, okay, wir nehmen Baku früher oder irgendwie erst später. Weil ich meine, Baku ist ja wo ist das, am Kaptischen, wie heißt das, Kappische Meer, oder wie heißt das Zeug dort hinten? Keine Ahnung, Geografie bin ich... Kappisch. Ja, Mann, wie Nee. heißt das, Mann? Das heißt doch so, Mann. Also wenn, dann höchstens noch Kaspanisch, aber... Was? Ja, der Prinz von Caspia, oder? Da sind wir bei Narnia. kennst Ja, du? ist doch scheißegal. Jedenfalls ist ja das auch ein bisschen mehr im Osten am Ende vom Tag. Das meine ich damit. Es ist in der Nähe von Türkei, ja. Es ist Eben, überall von Türkei. eben. Und darum, ja, man könnte es ja eigentlich auch mit den arabischen Rennen ein Oh, bisschen Kaspisches verbinden. Meer, ich habe keinen Kap- Scheiß erzählt. Ja, habe ich auch Kaspisches gesagt. Meer. Nein, du hast gesagt Kappi. Nein, ich habe nicht gesagt. Brokkoli. Kaptisches Meer habe ich gesagt. Egal. Jedenfalls, wir können es ja mit dem ein bisschen verbinden. Und, Kaspisches Meer. ja, nicht ist Kappisch. jetzt auch scheißegal, wie das Kackmeer heisst, Mann. Jedenfalls, wir können es ja auch mit dem ein bisschen verbinden. Aber ja, eben auch Kanada ist da so ein bisschen der Ausscherer. Aber Kanada ist auch schon ein bisschen Traditionsstrecke. Ist aber auch, glaube ich, früher im Sommer gewesen, also wirklich so im Juli innen, aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Oder erst im Herbst, ich weiß nicht mehr. Es hat damals schon Zeiten gegeben, wo es arschzapfen kalt war, dort, wo sie irgendwie so 5-6 Grad hatten in den 80er Jahren, aber das war, glaube ich, im Herbst gewesen oder so, dann, wo sie dort sind Keine gefahren. Ahnung, da wüsste ich echt nicht. Ja, aber ich sehe es auch schon so wie du. Also eben auch vor allem das Finanzielle, die sollen schon auch gleich viel zahlen. Ich meine, eben, es gehen so Zahlen um, dass Monaco scheint 15 Millionen zahlt, dass die Formel 1 kommt. Die Formel 1 kassiert aber dann die komplette Einnahme vom Event. Also heisst, wenn du das Ticket kaufst, geht das Geld komplett ab Formel 1 und nicht nach Monaco. Was ja eigentlich umgekehrt ist. Eigentlich ist es eine Strecke, die die Einnahme macht, für die, die es nicht wissen. Ja, genau. Aber das Geld geht dann ab Formel 1. By the way, in Miami zum Beispiel, das ist komplett von der Formel 1 gezahlt worden. Die haben gar nicht gezahlt dort. Dafür haben sie auch einfach alle Einnahmen behalten. Ich habe gerade meinen Kopf geschüttelt. Schade, gesehen es nicht. Wieso? Ist es so? Miami, Nein, also, Miami hat aber nicht ja, gezahlt. ich habe den Kopf geschüttelt wegen dem, weil sie nicht zahlen. Ah, so meinst du? Okay, ich denke wegen dieser Aussage. Nein. Jedenfalls, wo bin ich jetzt? Ah ja, 15 Millionen zahlt Monaco und scheint es eben so ein paar arabische Länder zahlen irgendwie so 150 Millionen, dass die Formel 1 zu ihnen kommt. Also eben, ganz fair ist es nicht. Ja, müssen wir sicher mal ändern. Aber wie wir wieder schon, also wenn wir wieder zurückkommen auf die ursprüngliche Frage, ja, Monaco soll bleiben aus historischer Sicht, aber rein vom Racing her macht es eigentlich keinen Sinn, dass man dort fährt. In meinen Augen. Definitiv nicht. So. Definitiv nicht. Ich wollte nur noch ganz kurz auf eine Aussage von dir bezogen haben. Du hast gesagt, dass es umständlich ist für Formula E, respektive für Monaco wegen Formula E. Also wenn sich jemand muss anpassen in meinen Augen, dann ist es Formula E. Die haben, was ist es, 2019 glaube ich noch schon, haben sie sogar extra ein anderes Layout wollen. Nachher sind sie eben nicht oben durchgefahren, sondern Ja, unten und durch. raufgekommen dort, ja, ich Oder? weiss. Und da muss ich echt sagen, also wenn sich jemand muss richten, dann ist es Formula E, weil Ja. Formel 1, Formel 2 und der Porsche Supercup fahren alle jetzt. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Das Problem ist eben halt, es ist elektrisch. Und der Grüne will das natürlich alles so und er wird natürlich mehr auf, da sagt man ja, Formel 1 ist als blöd gesagt wichtiger, wegen ökologisch und so. Weißt du, was ich meine? Ja, aber das macht es nicht unbedingt Sinn auf einem globalen Standpunkt. Ich meine, am Ende des Tages ist Formel 1 deutlich mächtiger als Formel E. Und die Das ist so, Formel ja. 1 hat so viel weniger Zuschauer, das ist nicht normal. Also, das interessiert gar niemand, wenn Formel E nicht in Monaco fährt. Die sind ja auch die ersten 2 Jahre, glaube ich, nicht in Monaco gefahren. Also mir ist das wirklich lang wie breit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ob die dann vielleicht nicht fahren wegen dem oder nicht, das ist mir wirklich lang wie breit. Ich würde sagen, wenn wir ja schon die ganze Zeit über Monaco reden, kommen wir auch gerade zu unseren Predictions von Monaco. Wir starten wie immer mit den Qualifying Predictions und ich bin gespannt, wie deine Qualifying Prediction aussieht. Wer ist bei dir auf Platz 3? Wenn wir nicht P1 anfangen. Wir fangen immer auf Qualifying, fangen wir P1 an und dann gehen wir auf P3 hinterher. Also, das ist Also, ich sage auf P1 der Charles Leclerc. Sehe ich also. Er bricht seinen Fluch. Ja, Ohne Getriebeschaden. ohne Getriebeschaden, Ja. ohne gar nicht. Ja. Also, du P2 sagst- sage ich der Carlos Sainz.
Sie sehe ich auch so. Ich sehe schon kommen. Wir haben wahrscheinlich genau die gleiche Und auf Qualität. P3 sage ich der Valtteri Bottas. Ja! Genau die gleiche Prediction. Hey. Gibt's das, ey. Ich habe mir echt so Gedanken gemacht, ich so, der Ferrari ist stark in langsamen Kurven. Okay, Leclerc wird seinen Fluch brechen, weil ich das sehen. Also Leclerc, Sainz wird nicht der Leclerc reinkommen. Gut, Bottas, stark in Alfa Romeo. Sie schnorren jetzt schon, dass sie stark werden. Jawohl, gut, Mm. Bottas. Also, eigentlich Muss einfach so sein, das wäre geil, sind wir ehrlich. logische Schlussfolgerung und es wäre einfach absolut genial. Das ist Das wär wirklich geil, Mann. Und es wäre geil, wenn dann nachher, wenn es Rennen wäre und der Bottas wird Dritter werden, so bei den Nationalfahnen ist dann einfach sein Arsch drauf. okay, jetzt träumst du. Ja, einfach so ein Poster von ihm, weißt du, super, weißt du, wie geil, ey? So geil. So geil. Das Dann wäre steht so der Prinz- geil. Und der Prinz steht gerade unten dran. So Ganz gut. ganz Aber wir gehen mal weiter zum Rennen und da starten wir jetzt von P10 hinten. Ganz genau. Ja, wer ist das bei dir? Also vorweg wollte ich sagen, du hast vorhin gesagt, du siehst 2 rote Flaggen. Mhm. Ich habe legit vor dem, oder der, wo ich mir das Zeug aufgeschrieben habe, habe ich untergeschrieben, Extra Prediction, es gibt 6 DNFs, es werden nur 14 Finisher geben. Okay, so viel. Das ist einfach nur ein Bonus-Prediction. Aber wer DNF tut, hast du geschrieben? Nein. Okay. Ja, Kann ich alles sonst nur easy. finden. Nein, alles easy. Aber 6 DNF ist echt hoch, okay. Das Also, ist sehr hoch, ja. ich sage, zwei rote Fahnen kann ich mir gut vorstellen. Ja, und ich sage, genau wegen dem, weil es ein chaotisches Rennen wird, wird es einen Fahrer geben, der Ich weiß, wer kommt. ein bisschen raussticht. Nein, und ich weiß nicht, ob du weißt, wer kommt. Und ich sage auch, dass denen ihr neues Auto gut wird funktionieren. Ich sage, der Vettel ist auf P10. Okay, jetzt ein Go Tiffy gesehen, Mann. Nein, der Elben hat jetzt zuerst denken kurz mit dem, aber alles gut, alles gut. Okay, ich sage P10, sage ich Norris. Also du meinst, der McLaren schafft das? Ja, der ist auch der noch finisht, Ricciardo crasht. Oder wird überrundet wie letztes Jahr. Aber hoffst du auch noch insgeheim, dass irgendwie so morgen oder so noch schnell irgendwie so eine News rauskommt, dass sie mit einer Gulf Livery werden fahren? Ja. Das wär schon hure geil, sind wir ehrlich, Mann. Die Livery ist die schönste Livery. Habe ich jetzt immer noch als Hintergrundbild bei mir auf dem PC, Mann. Ja, ich bin mir auch am überlegen, ich habe der eine Fotograf verkauft die Fotos und er hat ein richtig geiles Foto gemacht, wo sie aus dem Tunnel rausfahren. Es sieht so geil aus. Vielleicht kaufen wir das und hängen wir das auf. Richtig nice. Also, Anyway, bitte geht's, P9. einer der zum ersten Mal in Punkte reinfährt in meinen Augen, ist der Mick Schumacher auf P9. Ui, okay. Nein, der DNF bei mir. Ui, böse. Ich sage aber, sein Teamkollege, der kommt auf P9, der K-Mac. Ja, der K-Mac, also den sehe ich definitiv auch in den Punkten, aber erst eins über dran. Okay, P8. He. Da sage ich einmal, kommt Guang Yu Zhou her auf P8. Es ist lustig, unsere Predictions sind sehr, sehr ähnlich wie beim ersten Show auf dem 7. Okay, nein, da sehe ich jetzt einmal das schlechteste Resultat von der bisherigen Saison beim George Russell P7. Das ist krass. Das schlechteste Resultat. Ich glaube, es P7 ist es. Ja, aber es ist so. Der hat dritte, dritte, fünfte gefahren. Das ist, glaube ich, nie schlechter als P5 bis jetzt. Nein. Er hat mit dritten geändert. Egal, aber genau, 3, 4 und 5 sind seine einzigen Positions. Ja, also irgendwie bist du immer eins verschoben. Ich sehe nämlich den Russell auf P6. Okay, dort habe ich den Lewis Hamilton. Okay, also dort stimme ich dazu. Der Hamilton wird das Wochenende mal besser sein. Und auch da genau eins über dran. Da habe ich als nächstes auf P5 habe ich den Perez. Okay, Halleluja. Endlich. Das wäre so lustig gewesen, wenn sogar unsere Race Prediction noch gleich gewesen wäre. Das finde ich ein bisschen unfair gegenüber dem Perez. Ich sage, der Alfa Romeo wird gut sein, aber nicht so gut, dass er auf das Podium geht, so fest wie ich so will. Ich sage, er schafft es auf P4, Monsieur Bottas. Wir sind bei P5 noch. Aber Hamilton? Ah, das ist bei dir P5. Okay, sorry. Genau. Ja. Okay, P4 ist bei dir der Bottas. Okay. Ganz genau. Ich sage der Verstappen. Wow. Du sagst der Verstappen auf P4? Mhm.
Holy shit, was hast denn du predicted? Verstappen ist gut um Monaco, Mann. Ja, aber das Auto ist nicht gut, vielleicht auf Monaco. Ja, stimmt, das ist eigentlich evident mit deiner Paris Prediction. Also für mich, Ich sehe den Ja, Red Bull sehe ich nicht gut auf Monaco. Ich sehe Ferrari und da könnt ihr mir wirklich vorstellen, dass wahrscheinlich irgendwie ein Alfa Romeo gut ist in der langsamen Kurve. Da bin ich echt gespannt Aber- auf deine Top 3. Aber ein Ding, ich denke, ein Red Bull wird jetzt nicht so schnell sein wie ein Ferrari. Okay, also ich denke aber, die Red Bulls werden ziemlich gut oder dabei sein. Wegen dem sage ich, schafft es nämlich der Perez aufs Podium. Auf P3. Den Platz. Ja. Ich sage auf P3 sage ich der Valtteri Bottas. Okay. Das heisst, in dem Fall, du siehst Ferrari-Dominanz. Ich sage P2 Sainz, P1 Leclerc. Okay. Ich sage, der Verstappen hat nicht DNF'd und kommt auf P2. Ich sage auch, der Sainz hat nicht DNF'd und kommt auf P1. Boah, und Leclerc DNF'd. Yes. Oh, yeah, Ich sage, er bricht seinen Curse nicht. Er schafft es auf Pole, aber that's it. Okay. Ja, Alter, das ist schon recht. Also eben, in Monaco, es soll, glaub's, ich tue es extra noch schnell kurz checken. Ich glaube, es soll regnen in Monaco. Oh Gott, wirklich? Ich habe es wirklich gemeint. Ich schaue jetzt mal extra schnell kurz nach. Eine Sekunde, lass mich das schnell kurz da nachschauen. Da. Monte Carlo. Monte Carlo. Perfekt. Sonntag, 70%ige Regenwahrscheinlichkeit. Genau. Vom 9 Uhr morgen bis am 7 Uhr am Abend. Holy shit. Ein Regenrennen in Monaco. Ja. Also, wenn es regnet, ist viel möglich auf dieser Strecke. Im Worst Case wird es so ein Spa-Debakel werden und wir werden gar kein Rennen haben. Hoffen Sie jetzt mal nicht. Aber ja, wenn es regnet, wird es krass werden. Dann wird es wirklich krass werden. Ja, Und dann wird es viel Ausfälle geben. Und dann können Ja, etwa viel deine Ausfälle. sechs DNFs könnten kommen. Und Wenn meine nicht sogar 2 noch roten mehr. Flaggen könnten vielleicht auch kommen. Ja, definitiv. Ja, aber ich denke, wir warten mal ab bis am Sonntag, was kommt. Also Qualifying ist halt einfach wirklich matchentscheidend, würde man jetzt sagen im Fußball. Weil schlussendlich eben, wenn du Pole hast, hast du zu 95% gewonnen. Dann musst du eigentlich nur noch das Rennen sauber fahren können und einfach hoffen, dass deine Pit-Crew den Boxenstopp nicht versaut wie beim Bottas letztes Jahr. Und dann nachher hast du eigentlich das Ding gewonnen, blöd gesagt. Ja, aber also das Wetter schießt es schon gerade noch Ja, ziemlich, das Wetter Dings kackt rein. richtig rein, das ist ja so. Das könnte alles verändern. Das könnte auch einen Bottas-Win geben. Ja, Who knows? also wenn natürlich Ferrari und Red Bull rausfliegen, dann ja. Stell dir vor. Alter, mein Gott, stell dir vor. Ich will gar nicht davon Stell dir vor, irgendwie so, sagen wir so, blöd gesagt, der Sainz startet von P4, verbremst sich und kegelt den Leclerc, den Verstappen und den Perez raus. Ja. Alter, Und nachher Alter. ist einfach der Bottas vor dem Mercedes, der einen Win holt. Oh Ja. mein Gott. Und der wird wahrscheinlich sogar noch mit dem Klapp wegziehen, weil er einfach das bessere Auto hat in der Kurve, in der langsamen Das ist Kurve so. als Mercedes. Ist es so? Und das ist einfach Fakt. Kasel, wir müssen aufhören träumen. Ja, das ist so. Darum würde man sagen, wir beenden die Episode vom Unsafe Release. Falls es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich immer freuen, wenn ihr dann nachher bei uns in Discord-Server würdet reinjoinen und dort auch dann nachher ein Feedback lasst unter dem Hashtag Unsafe Release Podcast und natürlich auch eine Frage würdet reinschreiben, wo wir dann mal im Podcast reinnehmen. Und ich glaube, wir haben soweit alles gesagt. Wir müssen sagen, wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören von dieser heutigen Episode und wir hören uns in der nächsten Episode wieder.